Zurück im Untergrund, hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ganz kurz räuspern, Hilfe. Nicht ersticken. Nein, geht, okay. Wir sind auf dem Weg eigentlich zurück zur Quest mit dem 5. Weisen, um Minero dabei zu unterstützen, dass sie halt einen Körper bekommen und so, wa? Aber ich dachte mir gerade so, Moment mal, diese Schatzsuche muss ja auch mal noch passieren. Wir sind hier in der Nähe eines Schatzes, also kann ich mir den direkt mal holen. Das ist ja so, ja, war ja klar. Oh. Mit der Waffe ja schwierig, weil die schneidet nämlich nicht. Das ist natürlich doof. So, was für ein Schatz haben wir denn hier? Das Himmelsgewand. Ja, der Link aus Skyward Sword des Grüßen. Wenn man ja so will, nehme ich jetzt mal an, der erste Link der Geschichte war. Obwohl wir hier noch so eine Art... Wenn ich Himmelsgewand, es gibt doch irgendwie so ein Ursprungsgewand noch. Was ist das schon wieder? Hä? Ah, hier. Das Ursprungsgewand gibt es ja auch noch. Das ist ja aber ein anderer Link, So, habt ihr am Himmelsgewänder. Ja, also müssen zwar nicht, aber man könnte es eigentlich noch verkaufen tatsächlich. Duplikate brauche ich eigentlich nicht. Dann hier die Fragen natürlich wieder so. Eine Arena? Aber wenn es eine Arena ist, warum ist es dann nicht inmitten der Arena? Weil es müsste eigentlich ein Preis sein, oder? Wir gucken mal schnell. Also ich sehe schon mal die Waffe wieder. Die Richtung stimmt ungefähr. Hä? Ernsthaft? War mit Siegerjuden zu tun? Oh, da ist sogar noch eine... Ja, doch, ich würde sagen, hinzugehen lohnt sich schon. Oh, gehört. Moment, nehmen wir ganz kurz noch ein Schild hier. Solo-Schilder nicht, ich brauche wieder für weitere Raketen. Wow. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Oh, jetzt bin ich gleich. Schön. Das war's. Kleine, feine Sonaniumquelle. Felsbrock, Hammer, ja. Warum eigentlich nicht, ne? Schon besser. Ach ja, Sonanium, da lacht das Herz. Oder weint, weil wir noch so viel brauchen. Ah, Mausschwert, du bist zurück. Warte, den Bergspalter? Oder was ähnliches? Wir finden ihm noch die nicht zerfressenen Königswaffen, wa? Ritter Zweihänder. Weg damit. Hatte ich mal vor Ewigkeiten so notiert gehabt, dass wir die Königswaffen, vor allem die Einhänder, die eigentlich die stärksten Waffen im Spiel sind, dass wir zwar oberflächlich natürlich ein paar davon haben, aber halt noch keine Untergrund gefunden haben, sprich noch keine nicht zerfressen. Und das wäre halt schon cool, wenn wir so einmal hätten.
Mhm. Jägerbanane ist schon klar. Hä? Das ist ein Jägerversteck? Also im Sinne von auch Jäger als Gegner oder was? Ja, okay, den Schatztruhe doch drin. Okay, okay, muss ich jetzt Jägersblatt machen. Seit wann läuft das Schwert auch bei den Jägers? Hey. Aber dann. Haha. Bei uns ist ein Brett in die Falle gelaufen, wa? Du musst links sein. Es ist ja wirklich simpel, dich reinzulegen. Man muss nur mit einer Banane wedeln und schon kommst du angedackelt. Halt dich fest, wir sind die Scherge des unbesiegbaren, mächtigen Koga. Die Truppe, die dir und Prinzessin Zeldas Handwerk legt. Die Jägerbande. Jetzt ein kleiner Hinweis für dich, ja? Dumm für dich, dass du Jägerbande auf den Lang gegangen bist. Wir haben dann nämlich etwas für dich vorbereitet. Der Überraschungsgast lebt im Untergrund in der Finsternis der Urwaldarena. Der schwarze Hinox. Viel Vergnügen. Danke. Wie lieb von euch. Ey, das schmeißen Bomben. Finde ich nicht cool, Alter. So, mal gucken. Mit einem Auge aufs eine Auge zielen. Ah ja. Wisst ihr was? Wasserschwert ist zwar cool, es kriegt mehr Power. Ja, ich würde da trotzdem noch gerne was draufschmeißen. Das Ding. Ne, jetzt machen wir das Ding hier. Hallo. Naja. Im Endeffekt trotzdem nur ein schwarzer Hinox. Ups. Meine Freunde, das war alles? Hä? Okay. Überhaupt kein Abschlusskommentar, gar nichts. Sie sind dann wieder abgehauen. Aber doch eine Art Bossgegner, war bitte 94 Dinger mehr. Okay. Die Krogmaske. Diese Maske ist der Maske nach Krogs nachempfunden. Vielleicht ein Krog in der Nähe reagiert sie. Ein seltenes Stück. Oh ja, der ist cool. Die ist cool. Definitiv. Ich meine, ich werde zwar im Verlauf des Let's Plays nicht mehr allzu viele Krogs suchen gehen, aber es werden noch so viele sein, dass wir zumindest alle Upgrades hier hinkriegen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Beim Vorgänger bei Breath of the Wild war es so, dass man 441 Krogs insgesamt brauchte. Für alle Upgrades, für alle, also später die Waffen, Schild und Bogentasche. Aber insgesamt gab es, glaube ich, 1000 Krogs. Wenn sie wieder so ist, hat er jetzt gesagt, ja, dann eben geht es darum, diese 441 Krogs insgesamt zu finden. Ein paar haben wir natürlich schon, wir haben schon ein paar Upgrades. Werden natürlich auch so sein, dass wir, ich denke mal, hauptsächlich halt diese doppelten Krogs farmen gehen. Ne? Also da mit dem Hammerbalken rumfliegen und Krog A zu Krog B bringen und so. Und dann läuft das, glaube ich, ziemlich gut, oder hoffe zumindest. Schön, schön. Die Krogmaske und ja, ich meine, cool. Ein schwarzen Hinox und so ist trotzdem ein bisschen. Die Bananen sind weg. Bananen sind weg, Mann, die haben noch nicht alle eingesammelt. Ja, Kackpalzen, ey. Junge, diese Jägerbahn, gehen wir auf den Sack. Ich guck mal, ob da oben noch was ist. Mann, hast du Spielverderber.
Ne, ist nix, wa? Abhauen sind natürlich wieder die Besten. Ja, und der Kampf mit Koga fehlt ja auch noch, aber dafür will ich ja erstmal noch an der Oberfläche alles abschließen. Was Tiger betrifft, sprich, müssen wir eh noch ins Hauptquartier zurück. Also, was heißt zurück? Wir waren noch nie da, zumindest nicht in dem Spiel. Da sind ein paar Frösche. Huch. Qualmerling. Wie viele hat sie insgesamt? Warte mal, ich hol mal hier. Kollege Tulin. Na toll. Ich will reinsammeln, du Penner. Die Frage, ob es das lohnt hier, aber ja. Ich kann es trotzdem mal markieren. Aha, kann natürlich auch so gucken. Würde ich eigentlich besser, ob es was Brauchbares hat. Kann mal. Ah, nee. Wasserschwert, ja, okay, aber dann nicht für die Dinger. Na? Guck mir die Augen, Kleines. Daneben ist auch vorbei. So. Au! Die machen ordentlich Damage. Sag Tschüss. Aua! Dann kannst du eine Brocken fotografieren. Ernsthaft jetzt? Okay. Wenn die natürlich trotzdem schon so stark sind, dann... Was ist mit der Klinge hier? Dann machen wir es mit dem Master-Schwert. Die meinen, sie eh schon jetzt aufgepowert. Der sieht nicht darunter, ne? Also, so einer. Na toll. Nein, ich wollte woanders hinzielen. Da. Di-di-di-du-du-du. Ah, Junge, Junge, was ein Stress mal wieder. Warte mal, habe ich nicht noch... Doch, nur da. Ja, Link ist gut, wir müssen alles zur Seite schieben. Nette kleine Mine, ja. Ob man die häufiger benutzen soll, bin ich ein bisschen unsicher, tatsächlich. Dafür hat es mir ein bisschen zu starker, nerviger Gegner. Ganz ruhig hier. Oh, Exelfors Horn, warte mal. Königshellebarde, ja, hat er auch schon zerfressen. Ich glaube, verrostet sagen, da hat er gesagt, hä? 7 Horn schon aufgenommen, ne? Offenbar. Was zum? Immer das gleiche. Egal, ob es eine Metalltruhe oder eine Holztruhe ist, was auch immer, es hat immer Pfeile drin.
Doch wieder relativ viel war und das, obwohl ich gar nicht jetzt so aktiv auf die Suche gegangen bin nach Sonanium und auch nicht großartig irgendwie gefahren oder dupliziert habe. Faszinierend. So, dann haben wir noch einen Schatz hier hinten. Eldin Dunkelfossil. Warum gibt denn sowas? Ja, Dunkelfossil. Jetzt sind schon mal alle Schätze da oben, ne? Wenn wir noch ein paar hier unten fehlen. Aber das mit dem Jäger war interessant. Und dass sich einfach so offenbar mit einem schwarzen Hinox so verbünden und ihn einfach. Oh. Ja, das ist nicht gut. Oder ihn irgendwie eingeschlossen haben oder so. Warte mal. Doch, das passt noch. Ich bin zwar ein Schildhästler, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Natürlich auch Schildblock, ne? Benutze sowieso selten. Ja, jetzt trotzdem mal den. Noch einen Bogen noch drin. Okay. Ja, ich weiß, ich brenne. Kein Brennen. Ich könnte zwar das mittlere Ding trotzdem hier drauf lassen, wegen mir Abwehr. Ich müsste trotzdem Brandschutz haben. So, Freunde, mal Zeit über Automatik. Ich überlege gerade mal wieder, das anderes zu nehmen. Das Landboot hier, ich weiß ja nicht. Ich wollte alle Materialien beisammen. Dann kriegen wir die Materialien fürs Haarbike, ne? Leuchtfloß. Laser Zweirad. Zweiachser. Bagger mit Fräse. Ist auch nicht schlecht. Ich muss 19 Dinger noch investieren, wa? Ja, ist mal, oh, ist mal ein bisschen was Neues, ne? Aber schnell ist was anderes. Dann bin ich zu Fuß schneller. Hey, man kann ja so problemlos über das ganze Miasma fahren, ist da auch was. Passieren hier. Die brauchen wir sowieso kaum noch, ne? Wir haben ja alle Kleidungssets. Also wenn wir das noch brauchen, dann ja eher für jetzt mal andere Dinge. Was ist los? Hä? Mit Miasma hängt oder was? Über die Musik hat er so irritiert.
Hä? Was ist denn das jetzt? Finsterklumpen. Hä, die gibt's doch bei den Dingern. Bei den Miasma-Händen, wenn die jeweils auftauchen. Hä? Hat er gerade irgendwie über den Haufen gefahren oder was? Deswegen kann diese Musik normalerweise nur kommen, wenn die Miasma-Hände auftauchen. Wo ist denn Phantom gegangen? Hä? Okay, crazy. Bin gerade leicht verwirrt. Ich weiß, es kommt öfter vor. Die Wildnishose, die Wildnisdurchstreise sitzt wie angegossen und gibt dir das Gefühl, wie der Reisgröße zu sein. So. Machen wir gleich mal als Probe auf Examples. Haben wir noch schnell ein paar Seelen hier ein. Machen wir kurz die Rückfahrt hier drüber über das Miasma. Weil eben, die Winzesklumpen tauchen normalerweise nur dann auf, wenn Miasma-Hände da waren. Und wenn welche da waren, warum kann kein Phantom gehen? Aber die haben zu früh schon platt gemacht. Ja. Sind sie jedenfalls nicht mehr da. Aber wäre natürlich möglich, wenn du sie halt zu früh besiegst, ne, dass Phantom dann vielleicht gar nicht auftauchen kann. Und fahren wir eine Runde rückwärts. Ja gut. Vielleicht mal reichen, war. Okay, dann hier hinein wieder zum Magier. Oh, meine Magier haben wir soweit schon. Wenn ich also ganz kurz noch gucken will. Klar, wir haben da ein Symbol. Wir müssen nochmal einen Schatz irgendwie holen gehen, wo ich weiß, dass dort fiese Monster sind. Eine Arena mit einem geilen Schatz, wie ich hoffe. Aber mich nimmt kein Wunder, wie viel Sonanium-Dinge wir, also Kristalle wir überhaupt noch rauskriegen würden. Aber ganz kurz. Das übersehe ich sonst tatsächlich. Da ist mal ein Stempel hier. So, hier ist ein Schatz. Da ist ein Schatz, den habe ich sogar mal geholt gehabt offscreen zum Testen, was hier eigentlich so abgeht, weil ich genau wusste, wie ich da reinkomme und so, aber es ist relativ simpel, also kein Problem. Dann, ja, hier überall müssen ja Wurzeln sein und so, ne, da ist eine Karte, also da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben, bis wir das aufgedeckt haben. Und vor allem müssen wir noch hier hin wegen Kampf gegen Koga. Aber auch das erst später, ne, erst muss ich bei Koga mal in Oberfläche noch was machen. Beziehungsweise mit der ganzen Siegerbande, weil sonst, wenn ich Koga zuerst klar mache und das Sieger verstecke erst nachher, ist das ein bisschen schräg, finde ich. So. Nehmen alles? Jo. Dann mal den kleinen hier. Und das haben wir immer noch dieselben Sonanium-Dinger. Gut, warte mal, ich wollte eigentlich erst, wenn wir da 300 haben, neue Dinger holen. Energiekristalle. Für 100 Energiekristalle kriegst du doch eine Batterie. Also für 3 würden wir eine komplette, ja, so eine Dreier-Batterie-Dingsbums halt bekommen. Das passt doch. Da müssen wir zuerst mal zurück in die Oberfläche, damit es unten resettet wird. Ja, komm, ja.
Und dann eigentlich wieder Zeit fürs Umziehen. Ne? Maßschwert, okay, jetzt haben wir dann hier Schild, dann Bogen, dann haben wir mal den hier, obwohl der ein bisschen mehr Power hat, den sparen wir noch auf, vielleicht sogar für den Endkampf nach gegen Ganondorf. Mal Lucky Lucky machen, dann das Set hier, zack, zack. Link is back. Back for action. Wunderschöner Tag, yo. Wünsche ich auch. Haben wir überhaupt noch ein paar? Doch, oder? Ah, eben, die können wir nochmal 3 neue Herzen holen, wa? Aber da haben wir gesagt, wir warten, bis wir alle Schreine gemacht haben und wir dann nachher alles auf einmal holen können. Natürlich jetzt unser Abschluss erfolgen, noch einen Schrein zu machen, wenn man so schlecht wäre. Da kommen wir pennen bis mittags. Ja, bereit für neue Action. Obwohl, bei uns heißt es eigentlich ja für alte Action. Ne? Dann wieder hierhin zurück. Hätte ich eigentlich noch so einen Schrein auf die Schnelle? Ich meine, ich weiß, uns fehlen noch 8 Stück. Aber ich glaube, ich habe so auf die Schnelle keinen mehr auf Lager. Hä? Kein neuen da. Ah nein, doof, das war ja mit dem ersten Blutmond. Oder? Nee, warte mal. Da oben Penner hat, da muss den ganzen Tag fast schlafen. Naja. Spielt eigentlich auch keine Rolle, weil wir haben eh genug noch. Insofern, da haben wir noch eine andere Zentralmine. Da ist die Flasche Gerudo, ist zwar auch ein Alchemiekonstrukt, müsste ja von dem ja auch passen, oder? Alchemiekonstrukt, ja. Der muss auch was haben hier. Ja, ich weiß, ich drücke mich ein bisschen davor. Also mit Minero komplett anzugehen, ne? Weil, ja, ich denke mal halt immer so, wenn du das gemacht hast und dann der erste Abschnitt soweit auch durch ist, außer nur noch Sidequest so bis zum Kampf gegen Ganondorf, das Spiel abzuschließen und dann so, ja, klar, aber die Reihenfolge stimmt schon, aber es ist trotzdem so. Also nachher noch viel zu tun. So. Ich denke, das passt, oder? 100 mehr. Perfekt. 324. Nochmal davon. Sehr schön. Also die Batterie ist halt irgendwie da oben. Oder hier geht's auch, ne? Können wir mal hier machen. War schon lange nicht mehr im Himmel oben, um Batterien aufzufrischen. Das ist nicht euer Ernst, oder? 5:30 am Samstag. Gut, es ist 5:30 abends, ja, aber trotzdem 5:30 abends und nachher fangen an zu bohren. Wissen den ganzen Tag an könnte man bohren. Nein, abends. Ach ja, der Himmel. Schön war es, muss man zugeben, aber eben, also zum Glück, was heißt zum Glück, aber es ist endlich abgeschlossen. Jo, bitte. Batterien in Blau. 3, 4, 5, ne? Das heißt, uns fehlen theoretisch noch 1500 Kristalle, bis wir die Batterie voll hätten. Ich glaube, das mache ich im Let's Play selber auch noch, aber wenn natürlich dann die Dinger offscreen farmen.
Oder vielleicht sogar duplizieren. Vor allem die großen, ne? Weil sonst, nee, das dauert zu lange. So. 30 Minuten. Und beenden, sondern noch irgendwie einen Schrein machen, noch irgendwo, wüsste sogar da einer ist. Ich meine, suchen nach Schrein gehen, will ich jetzt eigentlich eher weniger tatsächlich. Theoretisch wissen wir, dass hier einer ist. Sein muss. Hier werden wohl auch irgendwo welche sein. Keine angefangenen mehr, habe ich alle schon gemacht hier. Die jetzt hier so sehen. Na, da wo ich mal draufgegangen bin, genau. Scheiße, ne? Es sind nach 8 Schreinen, habe keinen Plan. Gut, ja, der ist halt bei den Jäger. Der hier, da wissen wir. Der aber halt irgendwie, ja, ist noch verborgen. Der Erde, da waren wir schon mal in der Nähe zum Gucken. Also ich vermute, dass hier irgendwo noch einer sein könnte. Ah, kann wohl hier gucken, der Trottel. Doch nicht. Hätte ja aber doch schon auch schon alle gemacht. Ah, Moment. Hier. Da ist noch ein Schrein, lustiger. Ups, falsche Markierung. Da ist noch ein Schrein, lustigerweise. Ja, den Weg jemals gegangen. Ich glaube, da waren wir noch gar nie, ne? War nie mal so hinten durch oder so, aber ich glaube, da hinten. Die habe ich noch nie durchgelatscht. Lustig. Also, da ist noch ein Schrein, eben. Dann haben wir da noch einen. 1, 2, 3. Ja, dann haben wir jetzt hier sowieso lustig, mit dem Vergleich. Wo hat es noch irgendwie Schreine im Vergleich zu den Wurzeln, die ich noch verpasst haben könnte? Hier zum Beispiel. Wir haben schon mal bei 4 insgesamt. Also noch von denen, die wir gerade hier aktuell noch haben, weil wir haben noch nicht alle Wurzeln gefunden. Das heißt, hier ist auch noch einer. Also, eine Wurzel, jetzt in dem Falle. Na gut, lustig wird es trotzdem. Moment, wo waren wir jetzt gerade? Ja gut, komm, ich glaube, es bringt nichts jetzt hier irgendwie mal woanders irgendwie untersuchen und so. Klar, ich kann die Wurzeln noch suchen gehen, okay. Aber nee, komm, wir gehen hier runter. Gucken uns das endlich nächste Folge mal an. Ja, das mit den Schreien, ne? Wann gehe ich da angriff nach den nächsten 8? Dann machen wir zuerst mal einen Untergrund mit der Map soweit fertig und holen wir uns dann die restlichen Schreine. 8 Schreine zu suchen und zu machen ist heavy in einer Folge. Eine Folge alle 8 Schreine noch zu finden. Ja, und dann alle zu machen, wobei mit dem Giga haben wir ja auch noch, aber den können wir so später machen. Na egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück im Untergrund bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okay, wir haben überall irgendwo hier Gegner. Wir müssen Mineros Körper zusammenstellen. Und dann bin ich gespannt, was dann noch hier zum storytechnisch so passieren soll, wa? Bis dahin, tschüssi.